Gewisse Dinge, was wir im Leben, like von Eten oder Trinken, das sind Dinge, wo wir entweder kalt oder heiß lassen. Für mich ist es so. Wenn ich in einem Restaurant sehe zum Beispiel, und ich habe mir eine Suppe geordert, ist das Schmack im Menü, und ich habe den und das ein klein bisschen angewohnt, das schmalt da oben das Grutz verdäft, dann der entweder nicht mehr nennen oder Fußdreher. Für die ist es vielleicht das was. Ich hier von Menschen, die Buttermal trinken. Das lebe ich erst in die schreck verhalten. Ich würde es, wenn es nicht evaluiert Toast tun, wenn ich das. Aber weißt du, wie gleich verschiedene Dinge, aber das sind Dinge, die gleich wie entweder heute oder kalt. Die evangelische Botschaft ist traurig. Ein von den härtesten Urteilen über die Kirche. Und dann an zu denken, dass dort vielleicht ein Beispiel ist von der Kirche, von der dort drüber mit mir. Aber wir sind in Openboarunk, und ich habe das immer wieder gewesen, dass Jesus sagte, Johannes schrieb, was da wir, was nu ist, von der ist die letzte Botschaft von was nu ist, und dann was da kommen wird. Und so, das sind sehr interessante Dinge, was kommen sind. Das Bild sei bekannt mit 7 Kirchen, 7 Dinge in jeder Kirche, von der haben die letzte Kirche, und Jesus weiß nicht gut zu sein von dieser Kirche. Und in dieser Uitlegung oder Anwendung, du hast, was wir nennen, die prophetische Anwendung, dass das die Kirchen, die repräsentieren eine gewisse Zeit. In Kirchengeschichte und so. Ich weiß es, dass wir die apostolische Kirche, die wir futzen oder Apostel, Smyrna, wir die verfolgte Kirche, die erste, vielleicht 300 Jahre von der Kirche, Pergamos, wir befrieden mit der Welt, dass wir eine Kirche, was alle heidnische Dinge nennen, so eine Dinge, Thyatira, dass wir die Mittel aller Kirche, oder auch in einem Weg befrieden mit der Welt, und dann der Sardis, die reformierte Kirche, Philadelphia, wir sind nach der Missionskirche, und dort wir eine sehr positive Kirche. Und von der Laodicea, die lebendige Kirche. Und so Jesus wird Dinge sagen über diese Kirche, was ich sehr streng hören. Und, aber das ist nicht ein Bild, was hoffnungslos ist, und ich werde da mit Luther von reden. Und so Openboarunk 3, wenn ihr eine Bibel habt, könnt ihr mitlesen oder ihr lesen mit on screen. Das sagt, es steht an den Engel von der Gemeinde in Laodicea schrieb. Das sagt der Amen, der treu und wahrhaftig zeigt, der Anfang von Gott, seine Schöpfung. Erkenn deine Worte, dass du nicht kalt und nicht heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wirst. So dann, wenn du warm bist und nicht kalt und nicht heiß, wo ich dir in mein Müll ausspielen. Willst du sagen, ich sehe recht und habe ein Gitter teilgenommen und habe kein Bedürfnis und weiß nicht, dass du elendig und jämmerlich und arm und blind und nervig bist. Ich ruhe die Tau, Gold und 4 Jahre von mir zu kaufen, dass du musst reich sein. Und witte Kleider, dass du musst ungetrocken sein und die schon von deiner Nervigkeit nicht offenbar wird. Und soll deine Uhren mit Uhren soll, dass du sein kannst. So viel als ich lebe, die Strufen beliehe ich. Sie nu ivrig und du busse. Check, ich stehe unter dir und putte an. Wenn irgendwer meine Stimme hört und der aufmerkt, bei dem wo ich hingehen und overkast mit ihm holen und heim mit mir. Wer ever wint, wo ich dort geben, mit mir zu sitzen auf meinen Thron, so als ich ever komme und mich mit meinem Vater auf seinen Thron dulsad. Wer ein Ohr hat, lut am hören, was der Jesus zu den Gemeinden sagt. Ich möchte noch einmal unterstreichen, dass er redet von Gemeinden, und so dass wieder aus bloß Laodicea, für wem diese Botschaft ist. Laodicea wie eine Stadt, wo sehr wohlhabend wir. Durch wir Banksystem in Laodicea. Und sehr viel wird umgegangen mit finanziellen Dingen. Das wird auch eine Stadt, wo Kleider gemerkt werden. Das wird auch eine Stadt, die hat eine sehr berühmte medizinische Seite oder Arm, kann man sagen.
Besonders werden sie bekannt für Üensoll und für Uhren und Üen. Dort wir besonders von dieser Stadt. Chem diese Art Soll und so eine Dinge. Diese Stadt, die wir so recht, die wir ein großes Erdbeben, und die steht da, steht sie nur das, was das geschrieben wird. In dieser Stadt, sie sehen, wir brauchen keine üterliche Halb, wir sind selbstständig, wir wollen uns selbst abbilden. Sie nehmen keine Halb an von der römischen Regierung, sie bilden sich selbst ab aus dem Teken, dass wir sind sozusagen groß, oder wir sind finanziell, so wie selbstständig. In Paulus im Brief von Kolosse ist sie dich bieg, wo der Luther ein bisschen von reden, aber du hast einen Mann, was Paulus da abnahmt, der heißt Archippus. Dort scheinbar wird der Lehrer, und viele Schriftleier glauben, dass wir ein Lehrer zwischen diesen drei Kirchen, die alle drei Kirchen bedeuten. Und Paulus tat zu dessen sagen, merk sicher, dass du die Arbeit das, was der Herr dir gegeben hat. Du hast ein bisschen die Idee, dass der Lehrer in der Kirche, der tut nicht seine Arbeit, und so Paulus tat am Mut merken, dass er soll seine Arbeit tun. Vielleicht ist dort eine Ursache, wo in dieser Kirche da steht, wir, wurde wir. Von der ersten Tag, Luther-Zeit besonders, hat mir das so angegeben, so viel Predigers, was da in der Kirche resign, oft gesagt wird, wie ein unmoralisches Leben. Und das scheinbar dort ein Ding von der, und so wenn ich an denke an unsere Kirche von der, und nicht bloß hier, aber wenn ich denke an die Kirche in der Welt, das ist ein großes Problem. Dort scheinbar wir dort ein Problem, dass wir ein Lehrer, was du vielleicht wollen wir ein Lehrer, was dann duntig wäre, so eine Dinge steht. Aber er fängt hier an und er sagt an den Engel, in der Gemeinde in Laodicea, und so fängt jeder Brief an, das ist geschrieben nur den Engel, aber das kommt nur die Kirche. Aber wenn wir klar haben, dass das Brief ging nur die Kirche. Dann sagt er, das sagt er Amen. Na weet je, bij ons Amen, Amen, dat is vaak dus een eng van een gebed. Einmal vielleicht eine Botschaft sei wie Amen oder so eine Dinge. Aber das Wort Amen meint, dass das ist die True und Wahrhaftigkeit zeigt. Das ist really ein Paket. Wenn wir Amen sein, dann sagen wir das wahrhaftig so. Some Schriftleier sagen, dass Jesus in seiner Predigt sagt, dass truly, sage ich, wahrhaftig, ich sage, in seiner Sprache sagt er Amen, Amen. So wenn jemand rumgeht beten und die sagen Amen oder die sagen Amen in der Botschaft, dann sei je das wahrhaftig so. Und so heißt der Amen. Gott ist der Amen. Heißt der True, der Wahrhaftigkeit zeigt. So beschreibt Jesus sich hier selbst. Er sagt, der Anfang von Gott seine Schöpfung. Na, das habe ich auch verstanden, wenn in so einer Religion down sein, dass Jesus Gott mögt. Jesus habe die erste, wie ihm Gott mögt. Und das, was das meint, ich glaube nicht, dass das, ich glaube, dass die tun haben, dass er ist die, was die Schöpfung anfängt. Die Schrift, 100% Idee aus das kommt, da müssen wir ein ganzes Bild nehmen. Jesus wird vielmal festgestellt in der Schrift als der Schöpfer von Himmel und Erde, der wird alles in ihr holen. Und so heißt Gott, heißt nicht der Erste, was gemerkt wird, heißt der, was alles mögt. Von ihm kommt die Schöpfung, die fängt durch an. Und dann sagt er wieder, ich kann deine Worte. Na, das habe ich in jeder Brief gesehen, ich kann deine Worte. Na, weet je, Gott kann die Kirche. Die hatten vielleicht von Büten ein Bild, diese Kirche besonders schwierig, sie hatten kein Bedürfnis, sie hatten alles, was ihnen fehlt, aber innerlich verfüllt. Gott kennt die. Er kennt mich. Er weiß unsere Motiven für Dinge. Nicht bloß, was wir tun, aber wo wollen wir tun? Was uns denken, was sind unsere Ausreden? All die Dinge, ich kann deine Worte. Dann sagt er, dass du nicht kalt und nicht heut bist. Na, da habe ich ein bisschen von geredet, wie gleichen Dinge kalt oder heut. Und er sagt, ach, dass du kalt oder heut wirst. Na, einmal habe ich an das so gedacht, dass Gott sagt zu der Kirche, ich wünsche dir wären ganz handgift oder ganz aufgefallen. Ich glaube nicht, dass das, was Gott sagt, ich glaube nicht, dass Gott so denkt, dass das. Aber kalt und heut sind bad gut. Wir gleichen some Dinge kalt. So das Buttermal zum Beispiel. Und wir gleichen some Dinge heut. So Suppe.
En zo hier, en deze choik, die we indontig, die we leefwarm. Nou, dit is een landkaart, hij kan je wezen van deze choiken, die zijn hier. Ik weet een landkaart wezen, wat bitter dabei is, maar hier zijn 3 steden. Hierapolis, Laodicea en Kolosse. Kolosse, die gaan we, daar hebben we een brief van in de Bibel. Maar deze 3 steden. Hierapolis, daar we een heute spreken. Die zijn toch van daar, ik heb hier een beeld van deze spreken. En zo deze zijn van daar nog door in de jeent. En zo, van daar zijn ze, schrijven ons, dat wanneer het water is, bij Laodicea weer en weer het warm. Kolosse is koud. En zo door, even geographic, heb ik een beeld van heet, leefwarm en koud. En zo Laodicea, zij weer dort waschen. En zo zij weer leefwarm. Ik ga je mal even verteld, Levik, van een man wat ik mal bijeen. We schaften voor een, we deden in zijn dag fixen. En deze man, die had een sticker aan zijn bumper. Some van jullie hebben stickers staan. Ik weet niet wem wat. Maar anyway, we hebben stickers aan onze bumpers. En door in zijn bumper zei dat, ask me if I care. Like, vrouw me of ik wat erom geef. En ik kan nog niemand zijn man zijn wat zo jenk en zo reed. En de kop weer zo, en dit in hof weer zo, en het ganze leven weer zo. Ask me if I care. En zo de idee is dat ik geef niks erom. Wanneer du in dien leven in zo'n leeuw champs, waar je niks erom geeft. En du bist indontig geworden. Dat is een van de ooiste steden te zijn. Some van jullie hebben voort. En een voort have een reverse, en een forward, een drive, en dort fashion een neutral. En wat je backen is goed, eenmaal veel te backen, dan kost backen. Eenmaal veel te voren. Maar wanneer je een neutral hast, dan staat er qua. Kost vielleicht nog schuiven, wanneer was. Maar dat is een beetje een beeld van waar we mensen kunnen zijn. Weet je, eenmaal even reverse, eenmaal even kalterheid, maar dort fashion. Dat is de eerste steeds te zijn. Wanneer du een eigen bent, en die eigen partner wordt er eenmaal indontig. Die heeft niks meer ask me if I care. Even onze eigen, even onze familie, even onze kinderen. Like, dat weten we, dat is een van de eerste steden te zijn. Maar zo'n mens verleden komt, dat is meest allmählich, wenn die heeft niks meer dran. Die kost niet bij en niet voor, dat is een neutral. En hier hebben we een choice. Die is leefwarm geworden. Die is indifference, zeggen we op Engels. Like this, I don't care, like me sudden don't. Zo of zo. En zo door wie deze choice en zegt, zo dan wenn du leefwarm bist en niet koud of niet heet, wil ik die in mijn muil uitspelen. Nou, dat is een streng oordeel. Want God zegt, ik wil die uitspelen. Weet je, wanneer we zop uitspelen, of wat immer koud, of leefwarm, met wie een muil, dan wat immer, en dat is één ding. Ik weet niet zo mal hast wat je eten, dat du moet die niet klats aanholen, dat niet alle 3 aandraait. En zo, God voelt zo even, ask me if I care, wanneer dan die choice aankomt. En zo'n choice kan indontig zijn. Een choice kan bloos zich groot doen met zichzelf. En we hebben het alle top, we hebben zoveel geld als ons veelt, we hebben alles voor ons veelt. Maar of du, seilig waarschijnlijk niet, I mean, ask me if I care. Dat is mij krijgen, wat passiert met de wereld, wat passiert met mijn familie. Dat is een aanmakkelijke steed te zijn. En zo God zegt, ik wil je het uitspelen. Nou weet je, wanneer God dat is, zegt, dan wil ik niet zijn. Hij zegt, willst du zeggen? En ik wil je hier met de onderscheid wijzen van wat ik zeg, wat een mens en wat God zegt. En wat een mens zegt, wat zegt is in zichzelf, wat een dontig geworden is, alles waar ik om drum geef, is plus mijn dingen, mijn hebben goed. En wat God zegt. Willst du zeggen, ik zie rijk en heb jeder teugenomen en heb geen bedürfnis. Dat is een oorzaak waarin veel mensen geloven dat deze choice representeert de choice van Deo in de wereld. Maar weet je, dat is niemals ganz zo. Dat je veel choice wat drum geven en choice wat zij arm zijn, maar zij rijk geestelijk. Maar wanneer we nu de waarselijke choice hebben,
En westelijke, dan meen ik Europa, Noord-Amerika, de westelijke wereld. Dan is het zoals het dit. En met je kennen in Europa van jou voor, de grootste kerken in de wereld, de schmutzigste gebieden, dat zijn museums van jou, waar wij, ask me if I care. Ik heb even naar stroom. We doen het bloos voor onszelf, bloos voor geld, bloos voor ons ene stijl van worship, of wat we wel noemen. En van jou hebben we veel kerken. En van de dingen wat mij troubelt, later tijd, dat is dat we gaan kerken met schrikkelijk grote gebieden, schrikkelijk strome gebieden, grote klappen geld en duil dingen. Maar de predikers moeten uitgaan bij een onmoralisch leven. Dat is wat zo erg gegaan. Maar dan denk ik aan ons. En we leven ook in een area waar dat zo bovenaan de Heer zo dat zit mensen recht. Als het allemaal zo is, dat is een andere vrouw. En we kunnen ons ook een schmackelijk gebied doen. En we doen. En ik vraag me aan je zelfs, like, what's the purpose of the whole thing? What's the use of it? En zo, ik geloof dat is een warning voor de kerk van deze dag. Een schrijver zegt dat de kerk voor Jezus zijn komen bevindt zich in dontig. Ask me if I care. En zo, ik zie rek. Ik heb jita. Ik heb tegenom. Ik heb geen bedürfnis. Ik zie de middelpunt van de wereld. Alles draait zich om mij. En ik heb geld en ik heb alles. Ik zie, en weet je, deze kerk, deze stad, die weer zo dat we brauchen geen hulp. We hebben het alles zelfs. En zo weer de kerk. Dit is wat God zegt. Dit is wat ik zeg, of wat de mens zegt. En weet niet dat u elendig en jammerlijk en arm en blind en nertig bent. En mijn onderscheid is er nog groot. Wat ik zie, ik heb jeder tegenom, ik heb geen bedürfnis. Ik heb alles wat mij veelt. Ik brauche geen hulp. En God zegt, ja, belang niet. Du weißt nicht, dass du bist elendig, jammerlich, arm, blind, nervig. Du hast nicht. Menschliche Rede. Wir du nicht ein Darb, eine Kerk recken aus Laodicea. Geestliche Rede. Wir du nicht ein Darb, eine Kerk armer aus Laodicea. En zo waar God dingen zit, zijn helemaal anders als we weten. Deze mensen leefden in luxury, in luxus, of wat je dat plottig noemt. En zo de vraag is, wat is mijn ziel? Zo ik roep die toe. Eigenlijk wil ik je zeggen, waarom deze kerk ook weer en waar erg dingen draaien, dat we niet een hoopnungsloze leven. En dat is allemaal waar God zijn genade. Zo wie het dingen kan worden en zo wie het uitstellen je moet zijn, maar God reikt zijn hand aan. Hij zegt, ik roep die toe. Gold empfiehlt je reinig van mij te kopen. Nou weet je, God brukt geen beeldspraak, maar hij brukt dingen wat de kerk kent. Ze kennen gold. Zo'n rijke financiële center weer door. En zo hij zegt, gold empfiehlt je reinig van mij te kopen, dat u rijk zijn. Zij zeggen, wie zijn rijk? Gott sagt, weil je rijk zijn, ik kan je niet rijk merken. In witte Kleider, Gott sagt, zij weer nervig. Witte Kleider, dat je moest ongetrokken zijn en de schoon van die nervigheid niet openbaar wordt. En zalf die uwen met uwen zal, dat je zijn moet. So Gott hat gerade zu Ende gesagt, dass zij weer arm en elendig, blind, nervig. En dan zegt Gott, koopt je al deze dingen, wat je niet hebt, wat je leven je hebt, maar niet hebt, koopt je het van mij. Nou, zoals ik zei, dat is een beeldspraak, dat is God zijn weg van zijn, dat wanneer je mij worden, middelpunt merken in je leven, ik kan je het werkelijke rectum geven, eeuwige rectum. Ik kan je het witte kleidern, wat je kleider, dat we verken in de Bijbel een teken van schoon, of van grote eer. Eenmaal fijn, die worden, zoals im Krieg, wenn ein Land das andere annehmen im Krieg, dann würden sie die Menschen nervig verlängst du gehst
holen, zum dem mal vollends zu schon bringen. Aber wenn sind Menschen so ehren wollen, dann werden den königliche Kleider angetragen. Sie deuten das zu Jesus in einen sportlichen Weg. Sie tragen einen blau-roten Rock und aus dem Teken wie ein König, und dann wird zum Sporten. Aber in der Geschichte von Josef zum Beispiel, als Pharao seinen Traum, dann der Pharao königliche Kleider antragen. Der verlorene Sehen aus der Trickhand. Und von den Dingen, was der Führer hat den Ring gegeben, Show und neue Kleider. Das ist ein Teken von großer Ehe und von Honor. Und so Gott sagte das zu Zeug, kauft ihr Gold von mir. Kann ihnen eine Gerechtigkeit geben, was für Gott jährlich ist. Nicht für jünd. Ich meine, je sind von üterlich sittet ihr direkt, ihr sittet so schmack angetragen, ihr habt beste Gebiete in Gegend, oder was immer, die beste Musik, was immer das ist. Ich meine, wir sind bloß einfach nicht Zeug, was drüben steigt, das sitzt wohlhabend. Aber wenn ihr wirklich wollen, recht sein, das kommt von mir. In Kleidern, Soul, ich kann verstehen, Uhren soll. Ich habe viel Trouble mit den Uhren. Und so Gott sagt, das Zeug, sie sind blind. Na, wenn ihr blind hat, und ein Jessel, ja war ich dort, haft zu tun mit, ask me if I care. Wenn ihr haft bloß mit mir zu tun, für mich sag ich, was darum geht. Jesus ist der Barm von uns alles. Und wenn wir glauben, dass wir haben Top, wir sind direkt, wir haben genug Geld, wir wollen uns selbst weiten, dann wird ja Reichtum als Gott nicht sein. Aber das Leid, oder das kann und Leben leiden, was er sagt, ich brauche keine Halb. Ich habe alles selbst. Ich kann den Doktor fahren, wo ich will, ich kann durchhauen reisen, ich kann mich dort scheiden, wo ich will. Du hast eine Möglichkeit dabei, aber die Möglichkeit kann du noch anleiten, wo wir sagen, weißt du Gott? I don't care. Wat die dat jet. Ik geef naar Strom, wenn ich het alle. Hij sagt wieder, so viel als ich läuft, die Strufen belieg, sie nu ewig in der Büsse. So ich wollte noch einmal was sagen, das Zeug ist nicht hoffnungslos. Jesus hat das in Anbeiden, schreibt von mir, dreht ihn um mich, dort Büsse, wenkt an von den Weg von Selbstzufriedenheit oder selbst, dass wir alles selbst haben, und dreht ihn um mich. Na, das falsch, glaube ich, da wollen wir mal auch recht verstehen. Gott sagt, dass ich beliebe meine Menschen. Wenn ich mal belebt, dass Eltern indontig sind über ihre Kinder, und belieren die never. Aber die Kinder wollen ja echt top sein. Bei Englisch nennen wir das Little Terrorists. Like, die können ein ganz Jet zum Beispiel in Anordnung bringen, eine ganze Base, eine ganze Stufe, eine ganze Zeug. Kinder moet beleerd, dat weet je als Eltern alle. Aber je doet dat niet wanneer je de Kinder hassen. Je doet dat wanneer je die leven van ganzen hart en je wil gaan dat zal wertvolle Menschen geben, wenn die abwassen. Und ich glaube, wenn je mal dat Gott uns, hij wil haben, wir sollen wertvolle Menschen sein in dieser Welt. Wir sollen uns Goven verantworten, nicht selbstständig sein in uns selbst und so denken wir an alles tun. Und so einmal glaube ich, da passieren Dinge in uns Leben. Na, ich glaube nicht, dass schlechte Dinge von Gott kommen, aber Gott kann even schlechte Dinge brücken. Vielleicht mal ganz kaputt gehen finanziell. Ich meine, Ferken gehört von Menschen, die durch schwere Tiden und Krankheit, finanziell, was immer, aber dort wird die Zeit, wo ich mich mal vollends nach Gott rede. Und so dann hat Gott das gebrückt. Nicht, dass er das Gift unbedingt, aber er kann das brücken. Im Psalm 94, wo den Vers nicht non, was sagt, gesehen, dass der Mann den du strufst. Der ich den gesagt habe, er gesehen, dass der Mensch, wem Gott recht hält. Und so, wenn wir so selbstständig sind, weil wir dort aus dem Sehen anchecken, wenn Gott uns zurechtwiest. Und Gott uns sagt, dass wir sind so selbstständig, wir sind so recht bei uns selbst, wir haben so viel alles so bloß selbst. Und wir vertrauen ihm nicht. Und das kommt darauf an, in unserer Welt, wo wir nun leben, in der westlichen Welt, dass die Kirchen sind direkt und selbstständig und wir tun uns eine Ding.
Hij zegt wieder, check, ik sto onder der en putte aan. Nou, das Vers wordt vaak gebruikt in Evangelisation, oder wo Menschen wordt gezegd, weet je wat Jezus staat en hij puttert aan die hart aan. En ik geloof dat is ook een aardig beeld. We hebben een God, waar ons hingen aangeet. Bloos Christentum heeft een God, wat die zegent. Alle andere religionen hebben God, wem du moet irgendwie zijn te vinden. En nu goede woorden hebben. En nu geven en nu op je neues leggen. Of wat immer het is, tim dat hij die wat leggen. Maar Christentum, voor het Christentum, hebben God, wat die zegent. Jezus vertelde die geschichte van een verlorene schroep. Wer jengt dat schroep heen aan? De hoorde. De vrouw verloor haar cent. En de vechter huis uitbatserd heeft de verlorene zijn, de voerder. Hij raant in zijn entgegen. En zo we hebben beelden in de Bijbel van een voerder, van een God wat ons zegent. En dat is wat dit beeld is. Ik sto onder der en putte aan. Maar dit is nog een ander beeld in dit omvang. En in dit omvang waar het vers gebruikt wordt, daar staat Jezus. Nu merk je in dit beeld. Jezus staat buitenkant de kerk. Weet je, Jezus is niet meer de kop. We zijn Salz. Oh, weet je, I don't care. We brauchen die niet. We hebben nu geld. We worden aan Salz weten. We kunnen alle medicijn en dokterie en alles, we worden aan het weten. En zo Jezus stond aan de buitenkant bij deze kerk. Dat is really dat beeld hier. Nou, zoals ik zei, dat is nog een gouden beeld van waar God ons zegent. Maar in dit omvang is dat het beeld. Kijk, ik sta in de en putte aan, wanneer irgendwer mijn stem hield en de deur opmerkt, bij dem waar ik dan gaan en over een kast met hem houden en hij met mij. Dat is een beeld van dat Jezus is nog niet derg met de kerk wat arm heeft, sozusagen naar de buitenkant gesteld. Jezus is niet meer de middelpunt. We zijn Salz. De wereld draait zich om mijn geld, om mijn hebben goud, om mijn gezondheid, alles wat ik kan doen. En zo dat is voor deze kerk weer. Jezus hij naant elendig, blind, arm, nertig. En hij zegt, kijk van mij. En zo dit wil we ons van der met naar huis nemen. Vielleicht verloot we een zoek op ons Reichtum. Nou, ik weet goed, we zijn gleich alle rijk, maar dat braucht niet zo rijk zijn, omdat we zelfständig zijn. Jezus werden niemals aan de buitenkant van onze kerk gaan. Want hij niet meer dat hoopt is, dan zie ik en onze derg. En zo is het in die persoonlijk leven, in die eigen, in die business en in de kerk. Het is allebei overeen. Wer even wint, waar ik dat geven met mij te zetten op mijn troon, zoals ook ik even komen met mijn voeder op zijn troon doel zal. Nou, dit was een beeld van de regering. Dat is een beetje een beeld waar we mensen niet weten wat we dat met dat zalen. Maar de Bijbel wijst door immer waar gaan, dat de komt een tijd waar Jezus wordt regeren. En ik geloof, hij wordt op deze wereld regeren in Jeruzalem, op David zijn troon. En die wordt met armtoop gläubig zijn, dat opgestoten zijn met nieuwe charpers, die worden met armtoop regeren. Dat is een beeld wat immer waar verkomt in de schrift. En wie kan dat allegorisch uitleggen en zeggen, oh, dat mijn plus een Jesselje zijn. Ik geloof niet dat het is. Jezus zijn niet jingen, die willen immer zijn, wer het recht en linker wordt zijn, zo'n dingen. Maar er komt een tijd, waar we worden met Jezus te regeren. Dan krijg we wat loten, weet ik niet. Er wordt krijg wat alle meinen in die tijd. Maar dat is een beeld van dat je wordt met mij top rijk zijn, je wordt met mij top regeren, met mij top waar je alles aan. Je wordt een goud aan, je wordt een kleider aan, je wordt een zontje aan. Dat is een beetje het idee. Maar je wordt met mij top op mijn troon zetten. Dat is een verspreking van zich. Een verspreking van in deze wereld kan het alles schief draaien. In deze wereld hebben we vielleicht niets. En weet je, wie kan zo'n tijd aankomen waar we alles worden verlieren? Dat is nog maar 100 jaar terug. Bij de 100 jaar, nee, dat is niet zo. Een paar 100 jaar terug. No, nu zie ik confused. Dat is nog niet mal 100 jaar terug, in de 1940 jaren. Noem Tweede Weltkrieg.
verhungerten onze ene Menschen in Ukraine. Wat eerst zou er werden. Dat heeft me nog zo klar gezegd in Ukraine weer in 2006 en we voeren daar aan en zo'n dingen wat men niet door doen gaan. En dan te denken dat die grote business lead en dat broodkorf van Europa, zo heet Ukraine today, de bread basket of Europe. Dat die Menschen, bereimal, wenn sie nicht von Amerika, mit dat wo MC einmal anfangen, wenn die nicht von hier haben Fleisch gekriegt, die wären dort ja und viele hungerten dort. Und weet je, dat is wo wir sind, wenn wir in uns selbst, und wir glauben, wir haben alle taub. Dann kann Dinge passieren. Wir haben urhaft am Hören, was der Jesus sagt zu den Gemeinden. Oder was der Jesus zu den Gemeinden sagt. Und so werden wir horchen. Ich will Ihnen zum Schluss hier, ich wollte hier nachdenken, das ist ein bisschen Gedicht geschrieben. Aber das lässt Ihnen dort ein bisschen in Horten und Senken. Das sagt es, du nennst mich Meister, und je hörst mich nicht. Du nennst mich Licht und sitzt mich nicht. Du nennst mich weich und jesst mich nicht. Du nennst mich Leben und wählst mich nicht. Du nennst mich Weis und folgst mich nicht. Du nennst mich treu und lebst mich nicht. Du nennst mich reck und fragst mich nicht. Du nennst mich ewig und sägst mich nicht. Du nennst mich abrecht und deinst mich nicht. Du nennst mich gnädig und vertrüst mich nicht. Du nennst mich gerecht und vergst mich nicht. Wenn ich dich verdamme, dann beschuldig mich nicht. Und weet je wat dit sagt? Dat is dat wir kennen Gott alle Hand an. Aber er merkt keinen Unterschied ans Leben. Wir gehen den Weg nicht, wir nehmen das Licht nicht an, wir freuen den Recker nicht. So haben wir leben in dieser Welt. Kann man waren hier von Menschen, sind da über Gott. Wenn Gott wird Menschen verdammt. Er ist ein Gott, wird Menschen wird ewig verdammt. Das ist nicht ein Gott von Leid, sondern Dinge hier fehlen in dieser Welt. Aber was ist der andere Seed von dort? Dat is een beetje wat dit wel even deel brengt. En zo hebben we niet God hernaan. Jezus zegt er bijna steht, niet alle wat mij hernaan worden, selig worden. Wenn wir können mit uns Müll Dinge sein und mit uns Hort und duntig sein. Ask me if I care. Und so wenn wir nicht so eine Menschen sind, wo du auch so einen Sticker am Bumper haben sein, willst du, ich gebe noch Strom. Ich gebe noch Strom über die. Ob du verloren hast oder nicht, who cares? Ich weiß, ich habe alles. Ich will mich selbst verstehen. Ich kann mir alles entscheiden. Und wir wissen nicht, dass wir sind arm und elendig, blind, nervig, jämmerlich. Und so Jesus sagt zu uns, von der Entscheidung von mir. Und da will ich zu ihnen sein. Na bitte, da mich nicht so verstehen, dass ich lebe an die wohlhabend sind und sie sind. Das ist nicht, was ich meine. Aber das Gift und Weich von uns verloren auf uns selbst. Und dort brauchen wir nicht mal so erregt sein. Und so Jesus sagt, von der Lebenswasser, schreibt ihn von mir, was ihnen fehlt. Einmal sind wir verdrießlich in uns Leben, alles jetzt schief und wir blämen andere Menschen für verschiedene Dinge. Wir wollen mal nach Jesus kommen, wir wollen bloß mal Arm annehmen und lassen die Platz durch Handvoll, wo die wollen, sozusagen. Aber weet je, dort muss wir Gott vertrauen, dass hat das Beste von uns zu sein. Wir leben einmal, wir haben beten, wir weiten beten, und so wie diese Kirche, so wie ein Leben warm. Gott sagt, ich will nicht spielen, wenn ihr nicht warm Buße tun. Aber nicht, habt ihr Staub sein. So, ich weiß nicht, wo dein Leben mit Gott ist. Vielleicht lest du so, dass, oh ja, ask me if I care. Ich gebe noch Strom. Weil wir nicht sein. So, ich lade ihn an, weil wir abstehen. Weil wir uns Horten anchecken. Like, sind wir einmal duntig geworden. Sind wir einmal so, dass wenn wir genug Geld merken, dann sind wir wer, aber wenn dort nicht, dann sind wir nicht.
Jezus sagt von der Tanz, ich will jent recht mehr, ich will jent kleiden und ich will jent sein mehr. Jetzt haben wir schon vorher Dankeschön für den Wort. Und hat jetzt eine strenge Botschaft für uns von dir und die Kirche im Großen und Ganzen. Wir wollen nicht leerwarm sein. Wir wollen nicht eine Kirche sein, was endontig ist geworden. Die Kirche, was sich verlässt auf sich selbst und wir ihn nicht haben Gott und wir brauchen keinen Gott mehr. Und wir haben Jesus rückgestellt, der steht büterkommt. Help uns, Herr, dass wir nicht so stolz sind. Help uns Buße, wenn wir uns so fängen in uns Leben. Und ich danke dir, dass diese Kirche nicht, dass es noch nicht das Ende fährt. Sie können noch anwenden, sie können noch Buße tun, Herr, das ist deine Gnade. Und wir danken dir dafür. Amen.